von den Justizkommissionen sind die Urteile inhaltlich geprüft worden. Und ich habe nie in einem Protokoll gesehen, dass ein Kriegspräsident, der noch beigezogen worden ist, nachdem dass man die Pflicht geprüft hat, dass man dem irgendwelche Vorhaltungen gemacht hat, nie protokolliert worden, soweit ich das Protokoll gesehen habe. Und ich muss demzufolge beschließen, die Richterschaft weiss, es gibt Kontrollen. Und wenn ich kontrolliert werde und ich einen Kabis mache, dann komme ich klar. Das heisst nicht, dass das Parlament muss ein Gerichtsurteil und Inhalt aufheben, sondern das Parlament kann dann sagen, also wir bestellen da Gutachter, die sollen den Fall noch prüfen, von A bis Z, und nachher sollen die Gutachter kommen und sagen, was Sache ist, und dann, je nachdem, kann man auch den Richter zur Rechenschaft ziehen. Es geht vor allem aber auch um die Rechtspflege, oder? Das ist das Wichtige. Nachdem, dass man eine Oberaufsicht hat, kann man in höchsten Fällen dann korrigierend einwirken. Das wäre sehr wichtig. Ja, ich würde hier eigentlich bewenden lassen. Wir haben bereits 4,5. Halbe mit Futter. Ich wünsche einen guten. Wir haben dann Einleitung, den Unterschied von den beiden Kontrollkommissionen, und nachher wird auch das Geschäftsmodell erklärt der Geschäftsprüfungskommission im Kanton St. Gallen. Ich habe bereits schon gesagt, im Jahr 2000 habe ich eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Gemeinderat. Habe ich eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Gemeinderat Claude eingereicht. Und dann hat die Regierung entschieden, dass der Gemeinderat in 11 Jahren alle Bewilligungen überprüfen müssen. Das war dann auch das Ergebnis. Wir sehen hier vom Jahr 1988 bis 1998, wo das letzte Jahr noch die Hälfte war, haben sie überprüft. Das sind total 1273 Dossiers gewesen. Und sie haben alle geprüft, haben aber von den 1273 311 müssen beanstanden. Die 250 Dossiers sind die kommunalen, aber haben die kommunalen Bewilligungen müssen nicht nachgeholt werden. Warum? Ist auch, weil die Kommission vollzählig erschienen ist. Und die Kommission ist nur beschlussfähig gewesen, weil sie, wenn sie vollzählig erschienen ist. Dann bei 49 Fällen haben die kantonalen Bewilligungen gefehlt, die haben sie nachträglich noch einholen müssen. Und bei weiteren 12 Fällen haben wir Spezialabklärungen treffen. So. Das war das Resultat der Prüfung, und zwar stand am 31.01.2003. Also rund 2 Jahre später. Wenn man das so anschaut, dann muss man sich noch fragen, ja, aber hat da eine Geschäftsprüfungskommission das nie richtig angeschaut und nie beanstandet, muss ich mich fragen. Vor allem da jetzt die 250 kommunale Bewilligungen, die sie müssen nachholen mussten. Was hat denn da die Geschäftsprüfungskommission? Und jetzt gehen wir mal schauen, was wir da für Modelle haben. Es gibt 2 Modelle, das Rechnungsprüfungsmodell und das Geschäftsprüfungskommissionsmodell. Das Geschäftsprüfungskommissionsmodell ist im Kanton St. Gallen vorhanden und das Rechnungsprüfungskommissionsmodell ist, jetzt sagen Sie mal, Kanton Zürich, ja, ich würde sagen, ein Großteil der Kantone in der Schweiz wahrscheinlich das erste Rechnungsprüfungskommissionsmodell. Der Unterschied oder die Kompetenzen bei der Rechnungsprüfungskommission ergänzen sich eigentlich schon auseinander raus. Die Rechnungsprüfungskommission hat noch Kompetenz, die Rechnung als solches zu prüfen, den Voranschlag, auch vielleicht noch den Voranschlag, und dann ist es nicht eingebaut. Und mit der Rechnungsprüfungskommission haben sie natürlich nie die tiefe Prüfung von der ganzen Verwaltung. Also sie können mit der Rechnungsprüfungskommission, wo Deutsch gesagt, kann man nicht Herrschaft ausüben über die kommunale Verwaltung. Und übrigens, wenn ein Gemeinderat oder ein Gemeindeuni
ganz allgemein gesagt, will er schneller hauen, dann kann man ihm auch eher nicht helfen, wenn man vielleicht am Schluss denkt und er nicht recht kann schreiben. Und die Geschäftsprüfungskommission hat natürlich volle Kompetenz, die kann auch das ganze Detail voraus mit den Vertragsabschlüssen und so weiter, kann die alles unter die Lupe nehmen. Das ist natürlich eine größere Arbeit. Sie kann entsprechend nur punktuell gewisse Sachen anschauen, aber sie sollte eigentlich Zugriff haben zu allen diesen Nachrichten. So, das sind die beiden Modelle. Und jetzt wollen wir schauen, was dann Kanton St. Gallen, wie das Ganze entstanden ist. Wir haben hier 3 Spalten. Wir haben hier links das Organisationsgesetz, das am 20. November 1947 entstanden ist. Dann haben wir das Gemeindegesetz vom 26. Juni 1979, wobei da nur Veränderungen aufgeführt sind. Und dann haben wir das Gemeindegesetz vom 21.04.2009, wo ich auch noch wieder Veränderungen aufgeführt habe, im Vergleich zu vorher. Oder dann entsprechend ergänzen. Fangen wir mal an. Die GPK heißt nicht anders als Geschäftsprüfungskommission. Die GPK prüft den Gemeindehaushalt sowie die Voranschläge und Steuerpläne. Das ist nachher wieder übernommen worden und mehr oder weniger auch im neuen Gemeindegesetz noch enthalten. Dann die Geschäftsprüfungskommission prüft den Gemeindehaushalt sowie die Voranschläge und Steuerpläne. Da haben wir immer noch das Gleiche, unverändert, wie oder gleich. Nein. So wie. Ja, sind da gewisse kleine Sachen im Text sind verändert. Also das ist eigentlich mir ein Problem. Dann Berichterstattungen an Bürgerversammlungen über das Ergebnis der Prüfung. Also die Geschäftsprüfungskommission muss die Prüfung an Bürgerversammlung, also das Ergebnis der Prüfung an die Bürgerversammlung mitleiten. Es darf in der Regel nur Rechenfehler und Verschreibung korrigiert werden. Das ist nachher weiter übernommen werden, da hinten ebenfalls. Dann haben wir hier eine weitere Sache, eine Minderheit von der Geschäftsprüfungskommission kann einen eigenen Bericht unterbreiten an der Bürgerversammlung. Also wenn irgendwie der Kommission in den Widerstand sagt, nein, machen wir nicht mit, wir schreiben einen eigenen Bericht an die Bürgerversammlung. Im Jahr 1979 ist das nachher beibehalten worden, jedoch ist das im Jahr 2000 Aufgabe worden. Da hinten im neuen Gemeindegesetz existiert das ebenfalls. Wir haben also nur noch einen Einheitsbrei, den wir bekommen. Die Geschäftsprüfungskommission hat Anträge zu stellen, ob die vorgelegten Rechnungen zu genehmigen seien, und zwar das eine Bürgerversammlung. Das ist unverändert. Dahinter heißt die Geschäftsprüfungskommission unterbreitet der Bürgerschaft Anträge über die Annahme der Jahresrechnung. Mehr oder weniger kann man sagen. Ja. Die Geschäftsprüfungskommission kann eine Verantwortlichkeitsfrage gegen den Gemeinderat beantragen. Das ist eine falsche Aufgabe. Ja, da kann sie nur sagen, so, wir haben einen Paket im Mikro. Das kann man bereits in 79 nehmen und da kann sie nur. Sie kann Anträge stellen über Voranschlag und Steuerfuchs zu anderen Geschäften. Dann, da auch eine Minderheit des Gemeinderates kann abweichenden Bericht unterbreiten, also genau gleich wie oben, eine Minderheit. Also, die Bürgerversammlung hat da 1947 vom Gemeinderat, von Minderheit vom Gemeinderat, von der Minderheit der Geschäftsprüfungskommission, hat sie Berichte bekommen und hat sich dementsprechend ein besseres Bild machen können, wenn nur einen abgesprochenen Einheitsbrei von der Geschäftsprüfungskommission oder vom Gemeinderat. Da bei der Minderheit, eine Minderheit im 79 ist da die Minderheit vom Gemeinderat aufgehoben worden, die darf keinen Bericht schreiben, dann hat es sowieso nicht. Dann da die GPK unterliegt dem Amtsgeheimnis. Schon im 47, ich meine, 1943 ist das Strafgesetzbuch in Kraft getreten. Darum ist das natürlich ein Ausfluss wahrscheinlich aus dem Strafgesetzbuch, oder? Und das ist auch immer weiter übernommen. Was das für Konsequenzen hat, bereits im 47 und folgenden Jahr, weiß ich nicht, kann nicht sagen, weil ich habe mich bemüht, an den Bericht von der
Gemeindeversammlungen herzukommen. Das ist aber das Ganze gescheitert. Die von der Gemeinde Flauwes in jüngeren Daten und kann über eine lange Zeit wiederholende Berichte haben, um dann untersuchen, was hat sich da als verändert. Das kann man noch über lange Zeit zeigen. Dann haben wir da, der Rat kann die GPK Ausnahmesachen zur Beratung einzelner Geschäfte beiziehen und die GPK kann von sich aus dem Rat Anregungen unterbreiten und gemeinsame Absprachen voran. Dazu kann ich bereits etwas sagen. Ich habe ja in einer Aufsichtsbeschwerde auch den Bericht an die Bürgerversammlung von der Geschäftsprüfungskommission beanstandet, weil da immer der gleiche Einheitsbereich kommt. Und ich bin dann mit der Regierungsrätin Hilber und mit ihrem Generalsekretär, weiß ich nicht, bin ich einmal zusammengekommen und da haben sie mir gesagt, es gäbe zwei Berichte, es gäbe einen internen Bericht und einen externen Bericht. Der externe Bericht war die Bürgerversammlung und der interne ist nur innerhalb des Gemeinderats und der Geschäftsprüfungskommission. Und meine Befürworter dürfen es so sein, weil das sind Winzige von der Regierung oder vom Departement. Und an die Winzige her komme ich nicht. Oder ist noch bis jetzt nicht gelungen. Die Winzigen sind einfach so erworben und die Geschäftsprüfungskommission mit dem Gemeinderat will nach diesen Winzigen tanzen. Und das heisst, der interne Bericht der ist unter Verlust. Und dort steht eigentlich so. Und dem Öffentlichkeitsrecht würde es nur ab 2006 unterliegen. Weil alles vor dem Jahr könntest du nicht einsehen, da könntest du nicht geltend machen. Ich denke, die würden auch unter... Ja, das ist im Kanton St. Gallen. Ja, in jedem Kanton außer Luzern hat es ein Öffentlichkeitsgesetz. Ja. Also, und dann haben wir da ein neues Gesetz hin. Der Rat kann die GPK zur Beratung einzelner Geschäfte beiziehen, das haben wir einfach schon. Die GPK kann gemeinsame Aussprachen verlangen. Also mit dem Rat. Gemeinsame Aussprache. Das ist übrigens eine wesentliche Sache. Ich habe bereits schon gesagt, es gibt einen internen und externen Bericht. Im internen wird ordnen Sie das Sie, was die GPK und Gemeinderat vorhat, wo die Bürgerversammlung nicht sehen, weil wir können ja gegen das Amtsgeheimnis verstoßen. Und darum will man eben den Dreck unter dem Teppich haben. Ist Gemeinderat ein Kollegialbericht? Ja. Dem Sinn, ja. Dann, aber, ja. Ah ja, das haben wir schon gesagt. Ja. Also da, Zusammenfassung. Das Organisationsgesetz aus dem 1947 tue ich als sehr gutes Gesetz beurteilen, weil es in Sachen Herrschaft doch einige griffige Elemente hat. Wie weit das aber das Amtsgeheimnis da einen Stechvertreter gemacht hat, kann ich nicht beurteilen, weil es wenig Informationen hat. Die folgenden Gesetzesänderungen haben dazu geführt, dass die Bürger keine Kontrolle mehr über die Gemeindeverwaltung ausüben können. Die Gesetzesänderungen ermöglichen es, einer kleinen Elite die Herrschaft auszuüben. Es geht also um die Regierung und die Verwaltung, und es sagt so, das darf man machen, das darf man nicht, aber dann das Amtsgeheimnis, und das geht nicht zum Strafverfolgen. Oder Disziplinarsstrafe. Die Bedeutung des Wortes Demokratie unterliegt demzufolge einer Veränderung. Das ist auch konsequenzlos. Wir reden von Demokratie und nicht der Herrschaft. Mich interessiert noch, wie ist überhaupt Amtsgeheimnis definiert? Ja, genau. Da muss irgendeine Definition geben. Kann ich jetzt nicht einfach so sagen, da würde ich dann mal weitergehen. Habe ich studiert. Ich habe selber eine Anzeige gemacht wegen Amtsgeheimnisverletzung gegen einen Staatsanwalt. Ah ja, das habe ich auch erlebt. Und dann hat man das eben auch nachher von Seiten der Behörden argumentiert, was Amtsgeheimnisverletzung sei und was nicht. Ja, aber ich kann es nicht so... Gummi, totaler Gummi. Nach ihrem Ausdruck. Sie
tun es also so interpretieren, wie es ihnen gefällt. Wenn es zu ihren Ungunsten ist, dann müssen sie meistens analysieren und ab als nicht vorhanden, keine Amtsgeheimnisverletzung. Und wenn es aber gegen mich ist, wenn ich etwas tue, Amtliches verletze, dann gibt es ein riesen Ding, wie beim Snowden, jetzt gerade ein neuer Fall, Whistleblowers und so weiter, oder? Da kommen wir dran. Das heisst, ihr habt eben Geheimnis von Amtes wegen, habt ihr verletzt. Und das ist das Verheerende. Genauso wenn ein Arzt das noch macht, wird es auch vertuscht nach Möglichkeit. Wenn es aber öffentlich ist, in einem Spital, dann wird er nicht abgenommen, weil es zu viel drumherum hat, wo sonst sagen, dann kann ich das so machen. Also es geht immer, es ist Gummi, die ganze Gesetzlichkeit ist eigentlich gegen das Volk gerichtet und nicht gegen die eigentlich schuld sind. Und noch schnell eine Antwort auf ihn, wegen dieser Frage vorher eben, wegen diesen Fällen können wir das so kehren, wenn einer schon verurteilt ist und so weiter, aber der hat ja auch das Recht, dass wir die Sache noch einmal anschauen. Ich meine, das läuft jetzt im Moment. Ganz Guantanamo-Fall läuft jetzt, wo wir jeden Einzelnen durchgehen und schauen, ob der überhaupt berechtigt in Guantanamo inhaftiert ist. Aber sie haben wichtig, dass man da irgendwie die einen Punkt bleibt. ja, nur wegen dieser Frage jetzt, die wir hatten, ja. Kommen wir wieder zur Sache zurück. Ja, selbstverständlich. Gut. Also, jetzt haben wir bereits zum dritten Teil, die Strafverfolgung. Das St. Galler Ermächtigungsverfahren, das Zürcher Ermächtigungsverfahren und parallele Resolution. In diesem Zusammenhang würde ich da nicht den Artikel 366 im Strafgesetzbuch in Frage stellen, sondern das ist die parlamentarische Immunität, Strafverfolgung gegen Mitglieder der obersten Behörden. Da will ich nicht den Artikel in Frage stellen, da geht es einfach um Bestimmungen, die in den Kantonen vorhanden sind. Das wäre der Artikel 366. Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Verantwortlichkeit der eidgenössischen Behörden und Beamte und des Bundesgesetzes über die politischen und sozialen Garantien zugunsten der Eidgenossenschaft bleiben in Kraft. Die Kantone bleiben berechtigt, Bestimmungen zu erlassen, wonach die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Mitglieder ihrer gesetzgebenden Behörden wegen Äußerungen in den Verhandlungen dieser Behörden aufgehoben oder beschränkt wird. Die Strafverfolgung der Mitglieder ihrer obersten Vollziehungs- und Gerichtsbehörden wegen Verbrechen oder Vergehen im Amte vom Vorentscheid einer nichtrichterlichen Behörde abhängig gemacht und die Beurteilung in solchen Fällen einer besonderen Behörde übertragen wird. Das kann man für die obersten Richter machen, in den Kantonen und im Bund wird das etwa so gehandhabt. Und das ist der Grund, wieso dass man einfach nichts mit den Behörden nicht kann zur Rechenschaft ziehen. Also, das geht also nicht um den Artikel, sondern es geht einfach um das Ermächtigungsverfahren im Kanton St. Gallen. Der Kanton St. Gallen ist wie die anderen Kantone 1803 von Napoleon geschaffen worden. Das Kantonswappen, das Sie ja sehen, das ist das Viktoria-Bündel, das ist nichts anderes als die Spitze. Also, ja, Spitze wissen wir, was ist. Rote. Fast, ja. Und in der Mitte das Biel als Herrschaftssymbol. Spitz zum einen Strafe, zum einen Peinigen, und das Biel als letzte Instanz zum einen Kampf zur Macht. Das sind die sogenannten Lektorbündel, weisen auf römisches Gedankengut hin. Im Römischen Reich haben sie Lektoren gehabt, das sind zuerst Schulwärter gewesen. Zu einem späteren Zeitpunkt waren sie Amtsdiener von höheren Staatsbeamten, die das Rötbündel mit dem Biel vorausgetragen haben. Gilt eben als Symbol der Gerichtsgewalt. Grün ist damals, also vor 200 Jahren, ist Grün die Farbe der Freiheit gewesen. In der Folge gab sich der junge Kanton die erste Kantonsverfassung sowie die ersten Gesetze. In Artikel 5 des Gesetzes das rechtliche Verfahren bei Vergehen vom 10. Christmonat 1808 heißt es, der Regierung alleine steht die Einleitung der Beamten an die Strafgerichte zu, im Falle diese wegen Vergehen in ihrer Amtsführung betreffen zur Strafe gezogen werden sollen. Und der Gesetzesartikel da, der hat Bestand gehabt bis 1943, wo das eidgenössische Strafgesetzbuch eingeführt worden ist und ist dort mal von der St. Galler Regierung aufgehoben worden.
So. Dann hat es in 1955 ein neues Strafprozessgesetz gegeben. Und dann im 1953 hat der Regierungsrat unter Federführung von Regierungsrat Lederer eine Botschaft an die Rechtsprechungskommission bzw. den Grossen Rat überstellt. Und da in dem Gesetz hat scheinbar, so ist uns gesagt worden, ich habe keine Akte gesehen, ist gesagt worden, dass der junge Anwalt Kurt Huber, der nochmaligen Bundesrat, bereits beteiligt war. In diesem Gesetzesentwurf werden unter Abschnitt C Erläuterungen, die verschiedenen Kommentare zu den einzelnen Artikeln abgeben, so auch zu Artikel 19, wo das Ermächtigungsverfahren beschrieben wird. Darin heisst dann, darin wird festgehalten, dass die Regierungsleiter der Strafanleitung der Delikten nach Artikel 16 Absatz 4 des geltenden Gesetzes über das Strafrechtspflege beibehalten werden. Mit dem Strafprozess aus dem Jahr 1941 wurde dieser Artikel im eidgenössischen Strafgesetzbuch aufgehoben, weshalb die St. Galler Regierung den Kantonsrat angelogen hat. Die St. Galler Regierung hat den Kantonsrat Brandschwarz abgelogen, oder? Das war natürlich ein taktisches Manöver und wiederum die Kompetenz der Einleitung von der Strafverfahren die Beamten überzogen. Und das hat dazu geführt, dass im Kantonsrat in der ersten Lesung Diskussionen gegeben hat. Das ist der neue Artikel unter Vorbehalt von Artikel 20 Absatz 2 entscheidet der Regierungsrat über die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen Beamte oder Behördenmitglieder, soweit es sich um Verbrechen oder Vergehen handelt, die ihre Amtsführung betreffen. Das ist beanstandet worden und ist dann in der ersten Lesung abgekehrt. Und dann anlässlich der zweiten Lesung ist die Regierung von sich ausgekommen und hat gesagt, ja, nicht sie soll das machen, sondern anstelle von ihr soll das die Anklagekammer machen. Die Anklagekammer ist nichts anderes als eine Abteilung vom Kantonsgericht. Und dann ist der Artikel, das Ermächtigungsverfahren, ist nachher durchgewunken worden und seither geht es zu und her neben Kriegsgebieten. Ich habe hier ein paar Entscheide ausgesucht. Das sind offizielle Entscheide aus der Praxis von der Anklagekammer. Die kann man nachlesen in dem Buch Gerichts- und Verwaltungspraxis vom Kanton St. Gallen. Das ist publiziert, öffentlich zugänglich. 1956 bereits schon die Eröffnung eines Strafverfahrens wegen wegen strafbarer Handlungen, welche die Amtsführung eines Beamten betreffen, ist auch dann Sache der AK, wenn der Verzeichnete nicht mehr Beamter ist. 1957 wird der Regierungsrat gegen einen Beamten wegen einer in Ausübung eines Amtes begangenen Verletzung der Ehre eines anderen Beamten in der Durchführung des ordentlichen Verfahrens angeordnet hat, so bedarf es keiner Eröffnung des Strafverfahrens durch die AK. Oder 1977, der Bademeister einer von der Gemeinde betriebenen öffentlichen Badeanstalt ist Beamter. Also muss sich auch bewusst sein, wie weit dass der Begriff Beamter gefasst wird. Ein Bauingenieur, der eine Straße macht, ist in dem Sinne auch Beamter in dieser Tätigkeit. 1956, die AK haben nicht zu entscheiden über die Eröffnung des Verfahrens gegen Beamte und Behördenmitglieder wegen Ehrverletzungen und Kreditschädigungen, die ihre Amtsführung betreffen. Im Jahre 1980 wurde das korrigiert. Die Anklagekammer entscheidet auch über die Eröffnung eines Verfahrens gegen Beamte und Behördenmitglieder wegen Ehrverletzungen und Kreditschädigungen, die ihre Amtsführung betreffen, Änderung der Rechtsprechung. Und dann noch 1981 die Beschlagnahme von Papieren, die sich im Besitz von Verwaltungsbehörden befinden, ist unzulässig. Die Beschlagnahme durch wen? Ja, Staatsanwaltschaft. Was soll denn das bedeuten?
wer kann denn Die Staatsanwaltschaft Papiere? darf nicht Akten bei der Behörde beschlagnahmen. Sie muss zuerst Einwilligung haben von der Staatsanwaltschaft, von der Anfragekammer haben. Wenn die Anfragekammer sagt, jawohl, dann können die beschlagnahmen, dann können sie es beschlagnahmen. Und jetzt wollen wir halt noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt wollen wir einfach wissen, wie die Praxis im Detail funktioniert. Vorgängig möchte ich aber Ihnen hier noch eine Statistik zeigen. Wir haben gelb, zuerst schwarz. Schwarz ist die Linie da, die Zickzacklinie, die da hinten drauf geht, aber 1970 nicht da, nimmt die Arkan zu. Und dann haben wir da gelb, die Zickzacklinie, die da von links oben nach rechts runterfällt. Das ist der Prozentsatz von der geschützten Anzeige. Was ist die geschützte Anzeige? Also wenn eine Anzeige abgewiesen wird, abgewiesen wird, oder? Respektive, wenn eine Anzeige geschützt wird, dann heisst, ich gehe nach der Strafverfolgung gehen. Also wenn ich da 100 Beschwerden eingebe oder 100 Anzeigen mache, oder da, dann ist da am Anfang im Mittel vielleicht noch etwa 50 oder die Hälfte, 5 von diesen 50 sind in die Strafverfolgung gegangen. Oder? Also zumindest mal untersucht hat, ob es eine Verurteilung gegeben hat, das hat er wieder hingestellt. Das steht auf einem anderen Blatt. Und da hinten sind es noch vielleicht noch 10-15% von 100. Also, es könnte nur für 10-15 Verfahren kommen, könnte in die Strafverfolgung und die anderen wären eben. Was machen denn die ganze Weshalb? Zeit? Siehst du davon? Ja, Verurteilung. Können sich freikaufen. Dann sind die ja unterbeschäftigt bei der Staatsanwaltschaft. Ja, und da aber 1970, da nimmt es signifikant zu, oder? Hanke um die Gutheissung nimmt an. Oder? Ja, es ist eben so, die Anzahl bzw. der Prozentsatz von der Gutheissung ist da im gleichen Diagramm dargestellt. Zum Schutz. Ja. Mich würde jetzt interessieren wegen der Beamten. Man hat in der Zeit alle Postbeamten, aber selbst sind nicht mehr Beamte. Hat das auch etwas mit dem zu tun? Nein, in dem Sinne nicht. Ja, das ist jetzt. Der Post ist privatisiert worden. Ja, das kann ich nicht beantworten. Kann ich nicht beantworten. Okay. Kann ich nicht beantworten. Das hängt aber nicht von zu viel vom Anstellungsverhältnis ab, sondern eigentlich die Funktion der Tätigkeit, die man macht. Also, wie die Praxis im Einzelfall funktioniert, habe ich einfach selber exerziert. Weil ich gegen Gemeinderat und Konsorten habe ich Strafanzeige eingereicht, das sind etwa 3 Tage zu Glück gewesen. Und gleichzeitig hat aufgrund von meiner Aufsichtsbeschwerde die Regierung auch eine Strafanzeige eingereicht gegen Gemeinderäte. Und zwar die Regierung hat eingereicht wegen Nichteinholung von kantonalen Bewilligungen in 2 Fällen. Die sind 1992 und 1995. Und das habe ich ob schon 2 verschiedene Baukommissionen involviert sind, zeigt die Regierung nur 3 Personen an, ob schon 7 verschiedene Personen betroffen waren. Also Sind die 7 Personen, sind die im gleichen Verfahren betroffen gewesen oder einzeln? Also die Regierung hat 2 Fälle angezeigt. 2 Personen, ja? Nein, 2 Fälle. 2 Fälle. In diesen 2 Fällen sind total 7 Personen betroffen gewesen. Es sind 2 komplette Amtsperiode gewesen. Und nur ein ist bei einer Amtsperiode drin gewesen. Die hat vorhin gesagt, ich wüsste nicht, warum sie das gemacht haben. Ich kann den Kleinen dazugeben. Ich habe 6 Fälle durchgespielt und so. Es ist immer das Gleiche, damit sie die Takte schauen können. Wenn die Partei seid, der Anzeige, dann kann ich die Takte schauen. Sonst kommt er nicht dazu. Haben wir nicht mit dem Zählen? Nein, haben wir nicht mit dem Zählen. Nein, ich will nicht um Akteneinsicht. Die Regierung hat überall Akteneinsicht, wenn sie will. Also ich hätte eigentlich den Ruf von der Ordnung war, dass ich bei 2 von vielleicht 100 Fällen mal... Nein, es ist offensichtlich, dass die Regierung da Leute begünstigt hat. Offensichtlich. Sind es 3 SVPler gewesen?
CP. Wenn die Anklagekammer hat Strafanzeige der Beschuldigten zur Vernehmlassung überstellt. Ja. Also die Anzeige, die ich geschickt habe, in der Staatsanwaltschaft geschickt. Also von dem Ermächtigungsverfahren nicht gewusst. Die Staatsanwaltschaft hat das Dossier an die Anklagekammer geschickt. Die Anklagekammer hat es den Beschuldigten geschickt. Sagt doch einmal, wann ihr dazu meint. Ja? Wo steht es beim Aufstand? Absturz in Naserin von der Großzählmaschine mit 12 Toten, hat man die eigenseitige Untersuchungsbericht von der Luftfahrtbehörde, hat man zuerst den Beschuldigten am Moritz geschickt. Nein, das ist das, das müssen wir ändern. Und Kusshoff ist jetzt zweifach zu, aber wenn der immer noch freien Fuß sind, sie haben das so weitergemacht. Das ist die Folge davon. Wenn die Beschuldigten selber entscheiden, ob man so weiter anfangen oder nicht. Das gibt es in der Bananenrepublik, in der Schweiz auch. Ich habe aufgrund der Korrespondenz bekommen. Darum weiss ich auch, wer die Regierung angezeigt hat und wer nicht. Ja, weiss ich. Es ist nur die eine von der Baukommission, also 3 Leute aus der Baukommission von 95 gewesen, von 92 haben sie nicht angezeigt, oder? Also, dann hat die Anklagekammer bewilligt jedoch nur eine einstweilige Ermittlung gegen den Baupräsidenten Wasser, der 1992 noch nicht im Amt war. Nur einstweilige Ermittlung, oder? Und die Anklagekammer hat mir den Verwaltungskosten aufgebrummt. Ja? Ja, was? Ja. Und gegen den Entscheid habe ich nach strafrechtliche Beschwerde nicht erhoben. Es hat nicht nur Amtsdelikte dabei gehabt, es hat auch noch vollendete Nötigung dabei gehabt. Und das Bundesgericht hob die Kostenablage teilweise auf. Es ist nachher entschieden worden 2000 Franken und das Bundesgericht hat sich auf die Hälfte gekürzt. Hat ja das Verfahren gegen das Vermächtigungsverfahren geschützt. Entscheidend ist die Begründung vom Verfahren nicht schön dargestellt worden oder nicht richtig dargestellt worden. Ich komme noch darauf zurück. Dann, Jahre später, habe ich eine Zeitungsnotiz, eine ganz kleine Zeitungsnotiz zugespielt bekommen. Wasser, das ist eben der Baupräsident aus dem Jahr aus der Kommission von 95 da. Wird wegen einem Ausstandsverfahren zweitinstanzlich freigesprochen. Vom Bezirksgericht ist schon freigesprochen worden oder verurteilt worden, das weiß ich nicht, habe keine Ahnung. Und gegen das Urteil vom Bezirksgericht ist nachher entweder die Staatsanwaltschaft oder der Boss als Beschuldigter hat er das weitergezogen als Kantonsgericht und das Kantonsgericht hat nachher ihn freigesprochen. Das ist ein freier Mann. Ich wusste noch von Nötigung, vollendeter Nötigung. Vollendete Nötigung. Was ist das? Nötigung ist etwas. Ja, was Nötigung ist, weiß ich inhaltlich, was der damit erfahren ist. Ah, ja, es sind 2 Nötigungen. Die eine habe ich Ihnen ganz eingangs geschildert, die zweite. Ich müsste erst noch nicht was. Also Drohung. Ja, man wird gezwungen, etwas zu machen. Und sonst gibt es noch Vorsätze. Ja, ich kann alles lesen. Was wenn es ist, also, das ist freigesprochen worden. Oder? Und damit hat es überhaupt keine Konsequenzen gegeben. Und übrigens hat die Regierung, Ehe- und Anklagekammer in ihrem Entscheid klar festgehalten, dass das Nicht-Einholen von kantonalen Bewilligungen ungetreue Amtsführung sind. Jetzt nehmen wir mal zurückblättern, wo wir das haben. Ja. Ja, kantonale Bewilligung einholen. 49 Mal. Ja. 49 Mal ungetreue Amtsführung. Dann hat es da noch 12, wo wahrscheinlich auch noch etwas auf der Kippe ist, oder? Das sind aber noch formelle Fälle. Oder Verbrechen, das sind Verbrechen, oder? Wir konnten das
das ganze Material dazu, wo jetzt da ein Rand diskutiert. Also. Und jetzt dann die weitere Entscheidung vom Bundesgericht. Im Jahr 2000 hat das Bundesgericht das Verfahren wieder geschützt. Sie hat das eigentlich einfach gemacht. Sie hat das verfassungsmäßige Recht der Anzeiger mittels überspitzten Formalismus eingeschränkt. Eigentlich hat sie nur gemacht, sie hat gesagt, Betroffene dürfen gegen dieses Verfahren nur noch Beschwerde erheben, wenn sie gemäß Opferhilfegesetz sind. Also entweder physisch, psychisch oder sexuell geschädigt werden. Dann darf es relativ schwierig sein, psychische Schäden können geltend zu machen, dass man ab 4 Titel, oder? Ja, kommt noch mal das so. Dann haben wir noch, das Bundesgericht hat das Verfahren schon eingeprüft, nur die Literaturanalyse des Präsidenten der Anklagekammer, Oberholzer, heute mittlerweile Bundesrichter, abgeschnitten. Beides Prinzip. Belohnung. Beides Prinzip. Ja, kommt vor allem Militär, oder? Nummer 1, der hat keine Bogen, der hat noch einen Reitvertrag bestimmt, oder? Das hat er noch Beides Prinzip. Gemäß Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahre 96 ist die unterschiedliche Behandlung von Bürgern und Staatsangestellten vertretbar. Man müsse die Angestellten vor unbegründeten, insbesondere von unmöglichen Strafvollzügen schützen. Wie heißt das für die Staatsangestellten? Das sind keine Bürger. Wir haben da das Verfahren, Zürcher Ermächtigungsverfahren. Der Entstehung, Vorlage, die Ausgangslage von der Vorlage bilden verschiedene Vorstellungen im Parlament. In 1996 hat der Regierungsrat Notter eine Arbeitsgruppe stopp. Das steht PO, das ist ein Schreibfehler. Steht PO, das ist automatisch umgeschrieben. Steht PO, Strafprozessamt. CPO muss das heißen. CPO-Revision 1, oder? Hat dann eine Arbeitsgruppe eingestellt mit dem Auftrag an Professor Andreas Donatsch und Professor Stefan Drechsel. Oben haben wir Donatsch, dann haben wir mit Drechsel. Zusammen mit Staatsanwalt Dr. Ulrich Weder eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten. Ohne haben wir Staatsanwalt Weder. Die Vernehmlassung von dem Gesetzesentwurf war im Februar 2000 gewesen. Darin ist noch kein Ermächtigungsverfahren enthalten. Es gibt 3 Entwürfe, ich habe alle 3, zufälligerweise alle gefunden. Erst in der letzten Version, die via Regierungsrat an den Kantonsrat weitergeht, ist das Ermächtigungsverfahren untergebracht. Also man hat da ganz klar wollen, und da muss ich Folgendes sagen, die Regierung hat ihre Botschaft ans Parlament ganz klar groß gesagt, ja, sie haben zuerst einen großen Katalog gemacht, oder, was alles geböllt und so, und sie sind nach dem Katalog vorgegangen, und da kann man niemand sagen, dass sie nicht von Anfang an gewusst haben, dass das erst am Schluss von ihr macht. Im Campus Egal hat die Regierung am Kantonsrat auch angeschaut, da hat jetzt auch die andere Gesellschaften auch angeschaut. Oder, nein, nicht auch, ganz vereinfacht. Das passiert übrigens bei uns auch im Katalog selber massenhaft. Ja. Dann über die Eröffnung der Untersuchung oder Nichteintreten gemäß Absatz 2, 5 entscheidet die Anklagekammer, wenn die Beamte gemäß Artikel 4 Strafgesetzbuch und Behördenmitglieder strafbare Handlungen im Zusammenhang mit ihrer anderen Tätigkeit verdächtigt werden. In dringenden Fällen können vor diesem Entscheid sichernde Maßnahmen getroffen werden. Aber nur in dringenden. Was ist gemeint mit sichernden Maßnahmen? Also Aktenbeschlagnahme ist präzise. Und Telefon nachhören. Oder was auch immer. Also läuft das Ganze, oder ist das Ganze gelaufen? Und mittlerweile haben wir
eine neue ja, richtig, ja. Ich habe im Jahr 2001, als ich gesehen habe, der kommt gerade St. Gallen nicht weiter, habe ich gefunden, jetzt gehe ich als Bundesparlament, als oberste Behörde. Und dann habe ich den Professor Rickle beauftragt, dass wir über das Ermächtigungsverfahren ein Kurzgutachten machen. Professor Rickle hat das auch prompt erledigt und das Ganze zerzaust. Und dann habe ich gefunden, ja, wenn ich schon nach Bern will gehen, dann will ich da versuchen, irgendwo Unterstützung zu holen. Ich habe dann ein Gesuch geschrieben an den Zürcher Regierungsrat, soll mich da vom Gang nach Bern unterstützen. Und dann hat mir nachher der Regierungsrat Notter geantwortet, der Regierungsrat sei aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht legitim in der Sache. Mit Fehler. Nicht befugt. Aber das Mieten. Ja, ist ja verschrieben. Ja, das passiert. Ja. Er darf mir nicht helfen, aber der gleiche Regierungsrat Notter hat ja genau in dem Ermächtigungsverfahren da das Ermächtigungsverfahren im letzten Moment eingeführt, oder? Darum kann er ja kein Interesse haben, mir diesbezüglich zu helfen, wenn ich mir so Material mitliefere. Und ich habe der Regierung das Kurzgutachten vom Richter eingereicht. Dann haben wir seit dem 2011 eine neue eidgenössische Strafprozessordnung. Die Strafprozessordnung ist eigentlich ganz vorig zustande gekommen, aufgrund von mehreren Standesinitiativen. Stadt St. Gallen, Klarausweis ist, gibt es noch mehr. Da haben wir etwas besser als 7 Kantone gegen die Standesinitiativen eingereicht. Das ist alles sehr organisiert und sieht das. Und nach der eidgenössischen Strafprozessordnung entscheidet über die Öffnung oder Nichtanhandhabe einer Strafversuchung die Staatsanwaltschaft. Jetzt gibt es bereits schon einen Entscheid vom Bundesgericht. Das Zürcher Ermächtigungsverfahren hat im Jahre 2011 den ersten Bundesgericht in Bern verhalten. Grund war eine Strafanzeige gegen einen Polizisten. Das Obergericht Zürich trat auf das Gesuch der Staatsanwaltschaft um Eröffnung oder Nichtannahme der Strafuntersuchung nicht ein, weil das Ermächtigungsverfahren der eidgenössischen Strafprozessordnung, der Strafprozessordnung widerspreche und damit nichtig sei. Nach der neuen eidgenössischen Strafprozessordnung entscheidet über die Eröffnung oder Nichtannahme einer Strafuntersuchung die Staatsanwaltschaft. Und das hat das Bundesgericht bestätigt, dass Bundesrecht vor kantonalem Recht gibt und hat damit ein Ermächtigungsverfahren in Dämpf gegeben. Aber nach wie vor ist es so, Kanton Zürich und Kanton St. Gallen auch, dass das Ermächtigungsverfahren nach wie vor Bestand hat. Ist das die Offizialdelikt? Wo eigentlich die Staatsanwaltschaft müsste automatisch tätig werden. Das genau. Und das auch dann, genau wie nach Gutdünken, wie es heisst. Ich meine, der Bürger, das sind so Offizialdelikt. Ja, ich weiß es nur. Franz Mundbürger, oder? Ja, der Mundbürger. Der Mund und der Mundbürger. Dann habe ich da aus dem Kanton Zürich, Kanton Graubünden etwas gefunden. Auf Antrag vom Kantonsrat Augustin muss die Bündner Regierung Bericht und Antrag stellen, ein Ermächtigungsverfahren einzuführen. Und der Augustin, der ist sogar noch Präsident von der Polizeibeamten im Kanton Graubünden. So, jetzt haben wir noch Parallelen. Das Ermächtigungsverfahren hat auch geschichtliche Hypotheken. Im Dritten Reich, mit dem Gesetz, hat Hitler seine Macht an sich gerissen. Hitler hat sich von ihren ausländischen Geldgebern kaufen lassen und die preußische Regierung hat von dem erfahren und hat gegen Hitler und sein Umfeld ermittelt und hat beabsichtigt, einen Prozess wegen Hochverrat gegen Hitler anzustellen. Die Nazis haben dann aber Kenntnis davon bekommen und haben den sogenannten Preußenschlag durchgeführt. Da hat der Reichskanzler Franz von Papen hat im Juli 1932
die preußische Regierung per Verordnung abgesetzt, wo der Kanzler unterschrieben hat. Und dann hat die Nazis die Regierung selber gemacht. Eigentlich ist aber das Ermächtigungsverfahren dann erst 1933 und das Ermächtigungsverfahren ist eigentlich erst im 1933 eingesetzt worden. Da habe ich dann vergessen zu ergänzen. Ist erst im 1933 eingeführt worden, und zwar nach dem Reichstagsbrand. Ist das eingeführt worden und mit dem Ermächtigungsverfahren hat Hitler die völlige Kompetenz erworben. Und hat dann quasi sein Reich oder sein aufgelegte Reich gegründet. Dann gibt es in den USA auch ein sogenanntes Ermächtigungsverfahren, oder wird auch so gesagt. Seit dem Jahr 2012 regelt das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung, kurz gesagt NDAA, die Finanzierung des Verteidigungsministeriums. Das Gesetz ermächtigt US-Streitkräfte und damit den Präsidenten, amerikanische Bürger und Ausländer auf Verdacht hin zu inhaftieren. Es ist keine Prüfung durch ein ziviles Gericht vorgesehen. Und seither hat Präsident Obama die Prüfungsliste eröffnet. Da ist mir eine Anfrage. Aber wie kann man das mit der Schweiz vergleichen, mit einem Ermächtigungsverfahren? Das ist da alles. Ja, in der Schweiz geht es in dem Sinne schon um Immunität. Aber es geht ja darum, dass eben das Ermächtigungsverfahren jemand ermächtigt, irgendwelche Handlungen zu machen oder nicht zu machen. Und darum ist es eben auch geschichtlich vorbelastet. Setzt im Prinzip die Verfassung auf die Kraft. Selber, ja. Der Patriot Act ist der auch Notrecht oder das Ermächtigungsverfahren? Der Patriot Act. Das weiß ich nicht. Dann haben wir da noch zum vierten Teil. Eine kurze Zusammenfassung. Dann war meine Frage immer, wer hat das gemacht? Geschichtliches, strategische Ziel und Zusammenfassung von den Veränderungen. Wir haben gesehen, dass das Parlament die Elementarführungsgrundsätze ausgehebelt hat. Wenn man die laufende Gesetzgebung betrachtet, stellen wir fest, dass Jahr für Jahr die Gesetzgebung umfassender wird. In den letzten 8 Jahren gab es einen durchschnittlichen Zuwachs von rund 7000 Seiten Gesetze. Aktuell sind auf Bundesebene 4768 Gesetze Erlasse in Kraft und davon sind nur rund 2000 einheimischen Ursprungs. Einheimisch, ja. Das wäre die Grafik, das ist ja letztlich am Tagesanzeiger gesehen. Man stellt fest, dass wir immer mehr einen Überwachungsstaat haben, dass der Staat überall Verdacht auf Terrorismus liefert und die Regierung eignet sich immer mehr Kompetenzen an. Da muss man sich auch fragen, wer nützt die Reglementiererei? 7000 Seiten pro Jahr, das kann einen umvertragen. Fast 8000. Pro Jahr? Ja, Sie müssen lesen. Anzahl neuer Seiten in der amtlichen Sammlung des Bundesrechts. Oh, ja. Also wenn wir jetzt die alle würden aufentun, die Kabel, das kann man vorstellen, das wäre innerhalb von 12 Jahren. Was man denn für die lange Arbeit. Ja, nur allein schon 7000 Seiten nur durchlesen pro Jahr, oder? Das Problem ist, das ist natürlich alles miteinander, das ist Gesetz und Verordnungen. Reglement. Ja, und Ausführungsbestimmungen. Das ist natürlich Schweinerei, so wenn die Gesetze so verfälscht. Das komplett umgehen. StG durchschaut, dass es gar nicht das StGB ist, sondern man muss zuerst die ganze Verordnung und Reglemente durchschauen. Und Bundesgericht entscheiden. Und dann können Gesetze mit einem Satz und Verordnung so geändert werden, ich habe es selber erlebt. Ja, das hat sie vor allem im Baurecht. Vor allem, wenn es Kannvorschriften hat, die berechtigten Kannvorschriften. Ja, die Gesetz komplett umgekehrt. Ja, das ist über eine Verordnung.
Also, dann habe ich immer gefragt, wer hat das gemacht? Schon vorher mit der Ausleitung von der Amtsbericht und dem Protokoll in den Justizkommissionen habe ich aufgezeigt, dass da hinten eine weitere Kraft ist. Und ich habe immer gefragt, wer ist das gewesen? Und ich habe immer die Antwort bekommen, Freiburger, Bilderwärme, Weltherrschaft. Und meine Reaktion ist immer, ja, das kann nicht sein und so weiter. Ich habe nicht bis ich dann irgendwann ein Buch habe, wer regiert die Welt. Ich habe das Thema weggelegt, weil da ist über Religion und Satan drin und das war gar nicht mein Thema. Und habe es mich dann durchgezwungen. Und dann ist nachher Vater besser geworden und nachher ist mir der 20er gegangen. So, und jetzt machen wir eine kurze Pause. Nein, ich kann nicht wissen. Wir sagen, wir müssen in die Hose bisschen vor Angst. Wir müssen wissen. Wir müssen eine Pause haben. Ah, ja, Stadtgarage. Gehen wir zum Kirchlichen über. Man muss sich zuerst einmal vergegenwärtigen, wie unser Staat eigentlich gegründet worden ist oder wirklich zu komisch. Also ich will da nicht einen großen Geschichtsunterricht machen, aber nur mal zeigen, wie der Staat entstanden ist. 1596 hat der Rosenkünstler Julius Sperber angekündigt, dass die Zeit vom Heiligen Geist im Sinne der Weltzeit alter Lehre des Abt und Illuminati Joachim von Fiore anfängt. Auch die Monarchie und die Aristokratie werden die Demokratie folgen. Das bereits 1596. Also 200 Jahre vor der Französischen Revolution. Im 18. Jahrhundert sind dann nachher in Frankreich ist der jesuitische Absolutismus und die freimaurerische Aufklärung in der Französischen Revolution zusammengebracht. Der Napoleon hat nachher Macht ergriffen in Frankreich und hat nachher ganz Europa überrennt. Dazu, das wissen die meisten nicht, hat Napoleon oder seine Mitkämpfer in ganz Europa weitere Freimaurerlogen gegründet. In verschiedenen Staaten sind die Freimaurerlogen verboten damals, auch in der Schweiz zum Teil. Und dann am Wiener Kongress von 1815, nachdem das Napoleon geschlagen war, sind wieder die alten Mächte restauriert worden. Es hat aber nach wie vor starke Strömungen in ganz Europa gegeben, Monarchie zugunsten der Demokratie zu stürzen. Wir haben hier die Französische Revolution. Da muss ich noch kurz eine Ergänzung machen. Die Französische Revolution ist eigentlich von England aus der Jeremy Bentham organisiert worden. Bentham war ein Sekretär von der britischen Ostindien-Kompanie. Er hat also über die Illuminaten und über die Freimaurerei-Organisationen das organisiert. Mitbeteiligt sind vor allem dort der Jean-Jacques Danton und der Marat, das sind Franzosen. Und das war ja der Auslöser, die Korrektur der Stand, oder? Der dritte Stand trägt den Klerus und den Adel, oder? Der Klerus als quasi Jesuit und der Adel, der das gemacht hat, was die Jesuiten von ihm haben wollen. Und in der Französischen Revolution ist natürlich nach Menschenrechts- und Bürgerrecht sind in Kraft getreten, oder die gegründet worden sind, oder? So ist das Ganze entstanden.
Es ist nicht einfach so, dass die französische Revolution aus dem Volk heraus entstanden ist. Die ist gemacht worden. In der arabischen Frühling. Dann haben wir da Mitte vom 19. Jahrhundert, 1848 bis 1949, hat ganz Europa geblendet. Überall sind die Demokratien, angeblich die Völker aufgestanden, haben die Monarchien in die Wüste geschickt. Das Ganze kann aber, wenn man das so alle verbieten, nur organisiert sein, weil einfach so in ganz Europa die nicht Dutzend Länder, dass es nicht sieht, dass alle Völker miteinander aufstehen. Vorausgegangen ist im Februar 1848 das kommunistische Manifest. Also es gibt ja noch eine Ergänzung, dass Polen noch, also das ist anfangen dann schon Geschichtswidersprüche, dass die noch vor Paris eigentlich ihre Verfassung und so weiter in Kraft getreten haben. Ja, aber das ist schon das nicht da 1848 ist auch in der Schweiz der Bundesstaat gegründet worden. Und das nach 200 Jahren gekämpft. Also, der schweizerische Bundesstaat hat bereits schon 200 Jahre früher gegründet. Ist nach erst mit dem 19. Jahrhundert entstanden. In den neu entstandenen Demokratien, die da entstanden sind, mit dem 19. Jahrhundert, hat natürlich jetzt ein neues Rechtssystem errichtet werden, aber auch ein Schulsystem, damit Einwohner, die neu Bürger geworden sind, entsprechend der strategischen Ziele der Elite ausgebildet oder verblödet haben. Parallel dazu wurden die politischen Universalparteien als dialektisches System geschaffen, um die Bürger weiter zu manipulieren, weil ihnen in der Schule die Geschichte nie richtig und vollständig erklärt wurde. Und dann als Beispiel, dass Sie wissen, wie es auch weitergegangen ist. Der Erste und der Zweite Weltkrieg waren lediglich Folgen dieser geplanten Ereignisse, genauso die russische Revolution, der Kalte Krieg, der Untergang der Sowjetunion. In neuerer Zeit sind die Finanzkrise sowie die Auseinandersetzungen in Libyen, Ägypten, Syrien, Iran und so weiter weitere Folgen. Vom russischen Revolutionär Trotzki, er war Volkskommissar und Gründer der Roten Armee, er hat Millionen von Menschen auf dem Gewissen, erfahren wir, was eigentlich das Ziel ist vom das habe ich schon falsch gesagt. Was eigentlich das Ziel ist vom Weltkrieg. Für das Proletariat kann es sich bei diesen historischen Bedingungen nicht um die Verteidigung des überlebten nationalen Vaterlandes handeln, das zum hauptsächlichsten Hemmnis für die ökonomische Entwicklung geworden ist, sondern um die Schaffung eines weit mächtigeren und widerstandsfähigeren Vaterlandes, der republikanischen Vereinigten Staaten von Europa, als Fundament der Vereinigten Staaten der Welt. Aber es ist nicht gewusst, was die ganze russische Revolution ist. Ja, das ist also, wenn Sie da den Text mal genau anschauen, da wird geschrieben, zum hauptsächlichen Hemmnis für die ökonomische Entwicklung. Oder? Also Ökonomie steht da quasi im Vordergrund, oder? Da geht es nicht um Völker oder Nationen gegeneinander, sondern da geht es um die Ökonomie. Oder? Und dann um die Schaffung, also, den heißt da um die Vereinigten Staaten von Europa, Vereinigten Staaten Europas, die EU, Euroland, das haben wir bereits schon, oder? Und man muss eigentlich witzig, wenn man bereits schon sehen, dass die Vereinigten Staaten schon mal die Tür stehen. Mit Trotzki wissen wir, der Trotzki war ein Insider. Trotzki war Mitglied der Freimaurerloge Art et Travail in Paris. Art et Travail, Kunst und Arbeit. Und ist damit Mitglied vom Grand Orient de France. Der geistige Hintergrund von all diesen geschichtlichen Ereignissen
und Aktivitäten geht auf Babylon zurück und hat vor rund 600 Jahren seinen Anfang genommen. Es sind nicht Juden, Urheber von dieser Auseinandersetzung, sondern sind die Juden und das Judentum und das Christentum gegründet haben. Das muss ich auch bewusst sein. Und wie das Netzwerk heute in seinem Hauptbestandteil funktioniert, tut der ehemalige MI6-Geheimdienstler, der Dr. John Coleman, in seinem Buch das Komitee der 300 beschrieben. Das ist ein weltweites Netzwerk. Das Komitee der 300 ist nichts anderes als die Folge von der britischen Ostindien-Kompanie. Die britische Ostindien-Kompanie ist Ende des 19. Jahrhunderts. 2 Drittel vom 19. Jahrhundert ist das aufgelöst worden und ist nachher bis der Komitee der 300 überführt worden. Sie sind da, Zionismus, Kommunismus, Fabianismus, Liberalismus, Sozialismus, das ist einfach das politische Spektrum, das wir weltweit in der Hauptbestandteil haben. Das ist das Instrumentarium. Dann haben wir hier auf der rechten Seite Könige von Saudi-Arabien, United Nations, den Member-Nationen, also Vereinigte Mitglieder von der UNO, oder? Gehören wir auch dazu mittlerweile, oder? Dann haben wir den britischen Geheimdienst und man höre und staune, oder der CIA und der Mossad und andere Geheimdienste, oder? Das ist geschichtlich begründet, wieso dass überall Briten im Vordergrund stehen, eigentlich, aber nie im Rampenlicht stehen, sondern immer die andere Farbe werden. Dann haben wir das Royal Institute for International Affairs. Dann haben wir da Rhodes, Millerbook, Roundtable, Terrorismus. Dann haben wir da Freiburg und andere Geheimgesellschaften, die unbekannten Männer, sind wir nach wie vor auch noch unbekannt. Dann haben wir das Tavistock-Institut. Das Tavistock-Institut macht eigentlich Meinungen weltweit. Das ist eigentlich anfangs vom Ersten Weltkrieg ist das gegründet worden. Dann haben wir das Capricorn. Die haben jetzt Sitz in Winterthur. Dann haben wir NATO, US-Militär, dann noch einen Ableger, Drogenhandel, britische Ostindien-Kompanie, die gibt es ja immer noch, Hongkong, London Council, Medellin-Kartell, Garlic-Kartell, oder? Dann haben wir da Institute, verschiedene, SRI, MIT, ich weiß nicht, Rand Corporation. Das ist militärisch. Eine ganze Gruppe. Dann haben wir da die Industrien, Banken, Minen, Versicherungen, Handel, Industrie, alle Großkonglomerate. Dann haben wir da Stiftungen, ausführender Arm des Royal Institute of International Affairs, Bilderberger, die ich schon erwähnt habe, Trilaterale Kommission, Council for Relation, ja. US-Government, dann da verschiedene Abteilungen, FEMA, dann haben wir da Medienkontrolle, verschiedene Medien ohne da hat sich vor allem auf die in den USA konzentriert. Weil ist eigentlich, der Coleman ist eigentlich in den USA stationiert. Ja, das wäre so ein Überblick, dass ihr mal sehen, wie das wirklich funktioniert. Ist Eindrücke und fast Texte. Also wenn wir zum Beispiel nur schauen, kann kürzlich mal das Organigramm anschauen, von der Trilateral respektive von der Council of Foreign Relations. Das sind etwa 9000 Mitglieder. Das sind sämtliche Grossindustrien, Banken, Medien, alles vertreten. Ja, ja. Und alle, die in der Regierung etwas sagen, müssen rapportieren. Also das ist unheimlich. Gut. Dann habe ich vorher gesagt, wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, dann stellt man immer wieder fest, dass man mit dem kommunistischen Manifest irgendwie in Beziehung kommt. Man kann machen, was man will. Und vor allem in eurer Zeit, wenn man die Medien anschaut, kann man auch feststellen, es folgt alles dem, so weit man sich einmal Mühe nimmt, das kommunistische Manifest studieren.
Mir ist auch lang gegangen, fast 50 Jahre, bis ich das endlich mal anschauen kann. Obwohl ich schon vor Jahrzehnten von dem mal gehört habe, denke ja, und das jetzt die Welt kommt. Also, Aufhebung der Familie, Einführung einer Weitergesellschaft, das haben wir jetzt auch aus der Zeitung entdeckt, oder? Steht nicht so direkt, wie es jetzt da steht. Was das heißt? Gender ist Besitz. Gender. Das ist eigentlich, ich würde sagen, dass die Leute ihr eigenes Geschlecht dann selber wählen. Also, du wirst nicht mehr als Frau geboren, oder als Mann, sondern du bist quasi, du kannst das Geschlecht selber wählen, oder? Darum tun die Krankenkasse Geschlechtsumwandlungen auch finanzieren und so weiter, oder? Das ist halt auch nicht Problem. Aber das sehe ich jetzt nicht so als Weibergemeinschaft. Ganz da. Ja, das ist der Wortlaut, das ist ein kommunistisches Manifest in der Schweiz, oder? Ich habe gesagt, aber reduziert, oder? Aber die Weibergesellschaft ist dort 1 zu 1 so ein kommunistisches Manifest drin. Jetzt haben wir da natürlich auch einen anderen Titel sagen als Weibergesellschaft, oder? Ja. Dann haben wir eine Abschaffung von Religion und Moral. Dazu gehören aber auch die Philosophie, die Politik und das Recht. Das steht so, wörtlich im Kompromiss. Und das heisst eigentlich genau das, was ich eingangs zeigen kann oder erklärt habe, oder? Dass die Willkür herrscht. Das ist eigentlich nichts anderes als Abschaffung von Recht. Dann Aufhebung der Persönlichkeit und Freiheit anstelle der häuslichen, bourgeoisen Erziehung erfolgt die gesellschaftliche. Ebenso werden die ewigen Wahrheiten, Freiheit und Gerechtigkeit abgeschafft. Die häusliche Erziehung wird durch die gesellschaftliche erfolgen. Das sind wir bereits schon am besten Weg. Es gibt ja das Kind über daheim erzählen, dann gibt es die Tagesschule, dann wird es nicht sagen. Ja. Dann haben wir da Aufhebung der Nationalität. Also man sieht ja das bereits schon, in Schottland gibt es ja eine Abspaltung von Schottland in England, eine Abspaltung von England, also von Großbritannien, von Schottland und England. In Spanien Basque, den Namen kann ich sagen auch. Und da in Mitteleuropa ist ja schon diskutiert worden, Württemberg soll zur Schweiz kommen, oder? Südtirol, was immer, ist irgendwie keine Rolle. Eigentlich sind das auch die Anfänge, wie man die Nation jetzt anfangen zu demontieren. Dann Abschaffung des bürgerlichen Eigentums. Denn der Kommunismus nimmt jedoch keinem die Macht, sich gesellschaftliche Produkte anzueignen. Geld ist gesellschaftliches Produkt. Sklaverei. Das ist dann nur alles im Staat gehört. Das ist klar, was jetzt passiert. Okay, aber wenn heißt der Kommunismus gibt jedoch keinem die Macht, sich gesellschaftliche Produkte anzeigen. Wir alles könnten, dann nehmen wir die Totali, dann kann jeder einfach jedem alles wegnehmen. Ja, nicht jeder. Aber wir sagen, religiöse, moralische, philosophische, politische, rechtliche Ideen und so weiter modifizieren sich auch im Lauf der geschichtlichen Entwicklung. Die Religion, die Moral, die Philosophie, die Politik, das Recht erhielten sich stets in diesem Wechsel. Es gibt zudem ewige Wahrheiten wie Freiheit, Gerechtigkeit und so weiter, die allen gesellschaftlichen Zuständen gemeinsam sind. Der Kommunismus aber schafft die ewigen Wahrheiten ab. Er schafft die Religion ab, die Moral, statt sie neu zu gestalten. Er widerspricht also allen bisherigen geschichtlichen Entwicklungen. Ja, das ist ein kommunistischer Begriff. Und dann habe ich da noch einen Punkt gefunden. Für die fortgeschrittensten Länder werden jedoch die Folgen ziemlich allgemein in Anwendung kommen können. Erstens, Konfiskation des Eigentums aller Emigranten und Rebellen. Wir sind alles Rebellen, der fast alle. Ein Rebell ist ein, der die bestehende Ordnung in Frage stellt. Und ich fühle mich eigentlich von dem ganz besonders betroffen. Ja, aber es ist wirklich die Absicht, die Integration.
Man muss sich bewusst sein, dass wir von einer kriminellen Organisation nach Artikel 260 der Strafgesetzbuch regiert und dirigiert und manövriert werden. Und manipuliert natürlich. Und die machen alles mit uns. Und da gehört der Bundesrat, Ständerat, Nationalrat, bis zum Gemeinderat, aber alles dazu. Und ihre ganze Anhängerschaft. Muss man bewusst sein. Das kommunistische Manifest wird mit der Frankfurter Schule umgesetzt. Die ist 1923 gegründet worden. Das sind die Hauptgründer im philosophischen Bereich. Adorno, Marcuse, Horkheimer, Löwenthal. Die kritische Theorie ist eigentlich nur ein Tarnbegriff für den Marxismus. Sie beschreibt nicht die Wirklichkeit, sondern sie will ein bestimmtes gesellschaftliches Verhalten erzwingen in dem Sinn. Und das Proletariat ist nicht nur die progressive Klasse, also die Arbeiterschaft, sondern neu die Vertreter der Wissenschaft. Eine kurze Zusammenfassung machen. Mit der Abschaffung der parlamentarischen Aufsicht erfolgte die politische und bundesgerichtlich revidierte Behördenkriminalität, der Beginn der Aufhebung der Moral und des Rechts. Dabei wurde die Philosophie ad absurdum geführt und zeigt, dass die Vertreter der Wissenschaft eine progressive Klasse ist. Damit die Behördenkriminalität nicht publik wurde, muss das Amtsgeheimnis her. Nun wurden die Verräter verfolgt. Die Strafverfolgung wurde eingehend mit der politischen Entscheidung unterworfen. Um die Kriminalität aufrechtzuerhalten, wurde die Formalität der Gewaltentrennung vorgeschrieben. Dann haben wir noch, ab den 1970er Jahren erfolgte die Verrechtlichung des Alltags. Eine Lawine von neuen Gesetzen und Verordnungen bricht herein, die immer größer wird. Die Anzahl der Anwälte steigt massiv. Sie beginnen sich zu spezialisieren. Das ist der Anfang vom Führungsgrundsatz des Teilen und Herrschen. Dann Verschiebung der Macht. Das Parlament gibt immer mehr Kompetenzen ab. Die Regierung eignet sich immer mehr Macht an und entscheidet immer selbstherrlicher. Nicht mehr haben wir bereits gehört. Das Parlament schafft sich so selbst. Genau so, wie es im kommunistischen Manifest eigentlich beschrieben ist. Oberstes Ziel ist, also wenn wir aus der Behörde rauskommen, ist eigentlich, muss eigentlich das Ziel sein, die Herrschaft von der Bevölkerung mittels dem Parlament über die Staatsverwaltung herstellen. Wir müssen auf die Herrschaft wieder überkommen. In 2 Jahren sind wieder Parlamentswahlen, dann muss es uns gelingen, die Vormacht des Netzwerkes zu brechen. So. Und jetzt geht es, das wäre einfach das oberste Ziel, und jetzt geht es darum, wie packen wir das an. Ich sage jetzt einfach mal, Sie müssen mal in der Lage sein, den geschilderten Mechanismus selbst verstehen und nachher weiter können noch erklären. Oder? Und nachher müssen Sie anfangen, das müssen frei streuen. Es sind keine neuen Parteien zu gründen, Menschen genügend. Was man muss machen, ist die bestehenden Parteien sind von unten zu reformieren und zu übernehmen. Weil die Basis sind durchaus wichtig. Das ist schon, da ist schon. Das hast du mit Reimann besprochen. Wir können das nachher diskutieren. Das hat mit den Medien zu tun, dass man dort nicht durchkommt. Die Parlamentskandidaten sind genau auszurechnen und auf die Tauglichkeit zu prüfen. Die politischen Gräben zwischen den Parteien gehören der Vergangenheit an. Die Wahlen sind ein Plebiscit für die einen Puck in Bund und Kantonen und um Gericht und andere Urteile wieder inhaltlich zu kontrollieren, sowie das Amtsgeheimnis verlochen und aufzunehmen. Das Problem muss man ablösen und nicht auf Füßen. Und darum ist es von mir aus zwingend, den Weg zu gehen, weil nur über die normalen Wahlen haben wir Gelegenheit, das Parlament ihre Einfluss zu nehmen und können nachher entscheiden. In Amerika habe ich das Gefühl, jetzt mit den Zahlungsschwierigkeiten, das Volk ist noch erwachsen und von dort gibt es einen ganzen Entwurf, der dann von Europa kommt. Das ist meine ganze Hoffnung. Machen wir so, machen wir kurze Pause.